erzähle ich euch wieder mal eine neue Geschichte aus meinem Schmetterlingenbuch. Und die Geschichte von heute heisst «Ein Tanz im Regen». Die Amsel Samira sitzt auf ihrem grossen «Jetzt gehe ich dann grad ins Bett» Ast und hat schlechte Laune. Es hat den ganzen Tag nur einmal geregnet und sie ist flutsch-fladi-nass. Eigentlich liebt Samira ja das Wasser und das Umplanschen. Ihre Großmutter war schliesslich eine Wasseramsel. Aber irgendwann ist einfach genug Wasser von dem Himmel herabgefallen. Von wo kommt eigentlich das viele Wasser überhaupt? Fragt sie sich dann. Die Zäublume, die sie sich in die Federn hineingesteckt hat, ist auch nass und hat das gelbe Köpfchen in einem grünen Mäntel aus Blättern beschützt. Und langsam kriecht auch die Kälte unter die Federn vor Samira. Plitsch, platsch, plitsch, platsch. Ein Regentropfen nach dem anderen fällt vom Himmel. Und von ihren Freunden hat sie heute auch niemand gesehen. Die haben sich nämlich auch alle vor dem Regen versteckt. So ein blöder Tag, zwitschert Samira vor sich her. Und wegen diesen blöden Wolken kann ich nicht mal die Sterne am Himmel zählen. Diesen Tag könnte mir wirklich gestohlen bleiben, denkt sie. Und während Samira eine super schlechte Laune hat und auf dem Baum neben der Kille sitzt, ist das Fenster von einem Haus am Stadthausplatz, wo ganz warmes Licht rausscheint. Und zuerst hört man nur die leisliche Musik durch das gekippte Fenster. Und dann dreht jemand die Musik laut auf, so dass es sogar Samira durch den Regen durchhört. Sie dreht den Kopf dieser Melodie zu und probiert herauszufinden, von wo sie kommt. «Oh, was ist denn das für Musik?» fragt sie sich, schüttelt ihre nassen Flügel und flattert zum hellen Fenster. Wir kennen Samira ja gut genug und wissen, wenn sie irgendwo Musik hört, muss sie auch nachher hören. Und so hückelt sie auf dem Fenstersims und hört dieser Musik zu, die so laut und auch ein bisschen hässig aus den Lautsprechern trommelt. Das Lied klingt genauso hässig und traurig, wie Samira sich gerade fühlt. Und so stampft sie mit ihren Füßen im Takt, flattert mit ihren Flügeln und singt laut mit ihrer Amselstimme mit. Sie singt so laut und erzählt den Regentropfen, wie blöd ihr Tag war. Und langsam spürt sie, wie das Tanzen ihre kalten Amselfüßchen ganz warm macht und wie sie immer mehr anfängt zu lächeln. Der Tag ist ja schon gar nicht mehr so schlimm. Und beim nächsten Lied, das so fröhlich über den Sommer singt, müssen die Füße von der Samira einfach rundum tanzen. Das macht so viel Spass, hat sie gedacht. Voller Übermut kumpelt sie vom Fensterbrett in die Luft und fliegt gerade ein Looping. Und dann gerade noch einen und noch einen dritten. Und das ist sogar noch besser als jede Achterbahn, denkt sie. Ein kleines Kindergesicht schaut traurig aus dem Zimmer in die Regentropfennacht raus. So ein blöder Tag. Es hat ja den ganzen Tag geregnet und sie sind nicht raus spielen. Beim Tablet schauen hat ihre Brüder auslesen, was er schauen will. Und er wollte ja Kari schauen, aber sie hat doch so viel lieber schauen das Schaf gehabt. Und dann haben sie noch mega Streit bekommen. Und nachher haben sie noch am grossen Stubentisch gezeichnet, aber er hat extra die Deckel nicht wieder auf die Filzstifte getan. So eine blöde An. Sie trägt die Musik laut auf, es ist eine hässige Musik. Und beim nächsten Lied, das fröhlich über den Sommer singt, sieht sie draussen auf dem Fenstersims eine Amsel mit einer nassen Säublume in den Federn. Sie tanzt und plötzlich macht sie ein Looping und noch ein Looping und noch ein dritten. Da fängt das kleine Mädchen leislich an zu lachen und nimmt sich vor, um morgen am Abend die Musik wieder laut aufzudrehen und zu schauen, ob die Amsel wieder mal tanzen und Looping fliegen. Das war die Geschichte von Amsel Samira und dem Tanz im Regen. Und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und jetzt könnt ihr natürlich raten, was das für Lieder gewesen sein, die das Mädchen in diesem Zimmer hat abgespielt. Und vielleicht habt ihr ja auch gerade so eine Musik, so eine hässige Musik, die ihr gerne habt, wenn ihr traurig oder ein bisschen hässig seid. Oder eine ganz fröhliche Musik, die euch so richtig das Lachen auf die Lippen zaubert und wo ihr einfach nicht mehr stillstehen könnt.
Ihr könntet ja selber mal probieren, so eine kleine Tanzparty zu machen, wenn ihr vielleicht nicht so fröhlich seid oder vielleicht einfach so. Das könnte sicher cool sein. Und jetzt freue ich mich auf das nächste Mal, wenn ich euch eine Geschichte erzähle von unseren kleinen Freunden von Kille Unterseen. Ich freue mich und bis bald. Tschüss zusammen!